Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Champions League Spiel gegen PSG. Zu Hause. Ja, bevor wir reingehen in den Bums, ich teile das wieder in zwei Teile. Erster Teil Harry Kane, zweiter Teil unser Chefcoach. Und bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert sehr gerne den Kanal, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür und damit gehen wir rein in den Bums. Der Champions League, der FC Bayern freut sich sehr auf sein Spiel morgen gegen uns. Paris Saint-Germain, 21 Uhr in der Allianz Arena. Willkommen zur Pressekonferenz. Und Warm-up jetzt mit Harry Kane. Hi Harry, servus. Hello, servus. Good to see you. Und gut euch zu sehen. Wir fangen an, bitteschön. Die erste Frage kommt in der Mitte von Heiko Niederer für die Bild-Zeitung. Wo ist das Mikrofon? Wo ist das Mikrofon? Ja. Hi Harry. Hello. We all know you have quite a run. Wir wissen alle, dass Sie im Moment auf einem sehr guten Lauf sind. Es ist schwierig, Kritikpunkte zu finden, aber Didi... Das wäre so deutsch, oder? Ist ja bei uns nicht anders. Ja, Sie haben Lauf, es ist schwierig, Kritikpunkte zu finden. Warum nicht einfach mal sagen, Harry Kane, Sie haben einen Lauf. Sie zeigen einfach eine großartige Leistung. Vielen Dank dafür. Hamann hat Sie zum Beispiel kritisiert, dass Sie in den großen Spielen nicht... Ey, ganz ehrlich, was der Didi Hamann so sagt noch, ey, halt einfach deine, ne? Punkt. Ja, das ist, wenn man mit Didi Hamann spricht. So hört er sich an. So ernst muss man den nehmen. Nämlich gar nicht. Genug Tore erzielen. Es kommen 3 große Spiele. Wie wichtig ist es Ihnen, da Tore zu erzielen? Ja, vielleicht ist das jetzt ein klein wenig weit hergeholt, wenn man die Tore letztes Jahr gegen die großen Spiele sieht, auswärts gegen Dortmund, Stuttgart, all diese Spiele. Also vielleicht ist das auch aus dem Zusammenhang gerissen. Ich versuche in jedem Spiel zu treffen, der Mannschaft zu helfen. Das ist eine große Woche, die jetzt vor uns liegt. Und das tut er überragend. Ja, und selbst wenn er jetzt in dieser Woche nicht ein Tor schießen sollte, ist diese Aussage immer noch Schwachsinn. Der Stürmer der Mannschaft muss ich natürlich dem Team helfen, indem ich Tore erziele. Aber wie immer werde ich meine Leistung nicht nur an Toren messen, sondern auch meine Leistung ohne den Ball. Und wenn wir 3 Siege holen, ohne dass ich treffe, dann sind wir alle glücklich und auch der Trainer wird glücklich sein. So sieht's aus. Und dann hat Didi Hamann einfach auch die Fresse zu halten. Und TZ. Hello Harry, 2 questions for you. One, Harry, 2 Fragen. Zunächst mal bezüglich des nächsten Gegners Paris Saint-Germain. Wie werden Sie gegen die spielen? Und dann Ihre Rolle beim Pressing von Wasser Company. Was ist da Ihre Aufgabe als Führender im Sturm? Und ja, Paris morgen wird ein schwieriges Spiel. Das ist eine sehr gute Mannschaft. Die spielen mit sehr gutem Stil, versuchen durch Ballbesitz das Spiel zu dominieren, aber das versuchen wir auch morgen Abend zu Hause. Ja, wird ein sehr interessantes Spiel werden, glaube ich. Ich bin auch sehr gespannt drauf. Werden wir versuchen, den Ball zu haben, Chancen kreieren und sie zurückzudrängen. Unser Pressing ist auch sehr wichtig. Wir wollen es dem Gegner so schwer wie möglich machen und so oft wie möglich pressen, aber auch ins Gegenpressing gehen, sodass sie kaum zum Atmen kommen. Das haben wir bisher ganz gut hinbekommen in der Saison. Meine Rolle sieht so aus, das ist mit dem Trainer klar abgesprochen, wie ich pressen soll. Das ist fast eine Manndeckung in jedem Spiel, vor allem in der gegnerischen Hälfte. Und ich glaube, das ist uns bislang gut gelungen. Manchmal verwechseln die Leute das Pressing mit Tempo, aber viel findet im Kopf statt und man muss die richtigen Passwege zustellen, manchmal zum Beispiel. Und wenn der Ball dann über den Kopf... Dass Harry Kane jetzt kein Conny Leimer ist, Alter, der da hinrennt wie ein Terrier hinter jedem Ball hinterher oder wie ein Thomas Müller, ist auch klar. Ja, da hat er auch gar nicht den Speed für, so wie er es gerade erklärt. Ja. Wege zustellen, den Gegner dann in eine gewisse Position zwingen und so weiter, das gehört halt genauso dazu. Kopf geht, dann muss man halt zurücklaufen und das ist das, woran wir arbeiten. Und das ist der große Unterschied, warum wir tatsächlich Spiele dominieren, denn der Gegner muss oft lange Bälle spielen und dann holen wir die zweiten Bälle. Stefan Kumberger für Sport 1.
Hi Harry, you're a striker. You always want to. Harry, als Stürmer wollen Sie ja immer Selbsttore erzielen, aber wie wichtig sind die Flügelspieler für Sie und was können Sie machen, um denen zu helfen? Das fragt er den Stürmer, der, glaube ich, die meisten Vorlagen bei uns im Team hat, oder was? Wild. Ja, ich habe immer gesagt, nach jedem Spiel, bei dem ich Tore erzielt habe, das wäre ohne die Spieler um mich herum nicht möglich. Sie kreieren für mich Chancen, sie schaffen für mich Räume und wir haben da wirklich einen großen Konkurrenzkampf um die Plätze auf dem Feld und jeder will den Trainer beeindrucken. Wir haben sehr viel Tempo auf diesen Plätzen und auch wenn ich mich mal ein bisschen zurückfallen lasse, dann kann ich versuchen, sie in Szene zu setzen und das Tempo dieser Spieler zu nutzen und wenn sie dann... und das kann er, glaube ich, so überragend wie kaum ein anderer Neuner, ne? Das muss man mal ganz klar sagen. In 1-gegen-1 Situationen sind, versuche ich ihnen zu helfen, indem ich mich gut positioniere. Wir verstehen uns sehr gut mit Jamal, mit Thomas, auch auf der Nummer 10-Rolle. Und naja, Thomas hätte er sich jetzt schenken können, oder? Also man spielt ja immer. Je länger die Saison läuft, desto besser werden wir und hoffentlich geht das so weiter, auch in dieser Woche. Okay, who is next? Who's Please. next? No. Bill Goldberg. Kennt ihr? WWE. Who's next? Yes, Klaus Bergmann für die DPA. Ans Bier verteilen hier. Harry, when you look on the scoreboard of the Champions League, Harry, wenn man sich die Tabelle der Champions League anguckt, sind Sie dann überrascht? Ja, wir sind es nicht gewohnt, in einer Tabelle so weit unten zu stehen, aber das ist ein neues Format und keiner weiß so richtig, was man davon erwarten sollte. Die Situation, in der wir jetzt sind, wir wissen, wir müssen all die restlichen Spiele gewinnen, wenn wir in die Top 8 kommen wollen, aber das gilt auch für Paris. Und morgen ist das ein wichtiges Spiel, wir sind zu Hause, wir haben da einen kleinen Vorteil, aber es wird natürlich ein schwieriges Spiel. Es geht um sehr viel, das ist uns bewusst, das ist der Start einer sehr geschäftigen Periode vor der Winterpause und wir wollen da mit einer guten Leistung reinstarten vor unseren Heimfans. Auf der rechten Seite. Nach der Niederlage gegen Barcelona haben sie alle 6 Spiele gewonnen, ohne ein Gegentor zu kassieren. Was war der Schlüssel dafür? Und ist Ihnen irgendeine Veränderung in der Mannschaft aufgefallen? Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, wir haben viel vom Barcelona-Spiel gelernt, wenn man das analysiert. Gerade die erste Hälfte, da waren die Unterschiede nicht so groß. Sie waren auch sehr effizient bei der Chancenverwertung. Aber seitdem, gerade wenn wir pressen, versuchen wir da noch einen Extramann reinzubringen und in den Passweg zu bekommen, um dann besser an die zweiten Bälle ranzukommen. Aber wie ich gesagt habe nach diesem Spiel, es ist noch kein Moment, um Panik zu verfallen. Man sieht aber schon eine gewisse Änderung, ja. Also die Absicherung hinten ist auf jeden Fall ein bisschen besser gewesen in den Spielen. Ich meine, klar, das waren jetzt auch nicht die Gegner, die die Qualität hatten, wie es Barcelona hatte. Aber trotzdem sieht man, dass so ein Fonzie Davies zum Beispiel dann in der Rückwärtsbewegung viel, viel mehr in die Mitte zieht mit seinem Speed und so weiter und so fort. Also da wurden schon Anpassungen gemacht und das ist auch gut und richtig so, ne? Also. Und wir sehen jetzt dann mal gegen Paris, was das wert war. Ne? Das ist dann wieder eine Top-Mannschaft. Danach kommen noch 2 Top-Mannschaften mit Leverkusen und Dortmund. Also nach der Woche sind wir dann mal wieder schlauer. Aber es ist der Moment, um zu analysieren und Respekt an alle Spieler und das Team. Wir sprechen immer darüber, als Mannschaft zu verteidigen und wenn wir kein Gegentor kassieren, bin ich auch als Stürmer sehr froh und wenn wir vorne ein Tor erzielen, dann geht das auch nicht ohne die Jungs da hinten drin. Wir schaffen das alles zusammen und 6 Siege in Folge. Das bedeutet doch, dass wir einen guten Lauf haben. Ein Spieler, der bislang sehr beeindruckt hat, ist Jamal Musiala. Er wird mit jedem Spiel noch besser. Können Sie Ihre Verbindung zu ihm beschreiben, wie Sie zusammenspielen und was wäre Ihr Rat an ihn? Soll er jetzt hier in Bayern bleiben oder nach England wechseln? Ja, natürlich wäre es mir lieber, würde bleiben. Ein fantastischer Spieler. Er hat alle Fähigkeiten, um einer der Besten in der Welt zu werden und er ist schon sehr knapp dran im Moment in dieser Saison. Das Große bei ihm ist, wir wissen um seine Qualität im 1 gegen 1 und wenn Mannschaften versuchen, gegen uns zu pressen, dann ist er einer der Besten der Welt, da herauszukommen und wir erfahren. Ja, da ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Ja, das hat man gesehen, wo Jamal dann mal nicht da war. Ne? Da ist er auf jeden Fall ein Schlüssel, auch wenn ein Gegner tief steht mit seinen Dribblings, seinen Solos, die halt
Klar klappen die nicht immer, aber wenn sie klappen, gibt es oft Räume oder gleich eine Torchance. Und ja, er würde uns schon fehlen, aber natürlich ist auch ein Jamal Musiala nicht unersetzlich. Ja, dann kommt da ein anderer Spieler. Also. Andere versuchen ihn immer ein bisschen dahin zu drängen, noch mehr Tore zu erzielen, häufiger in den 16er zu gehen und zuletzt ja auch ein paar Tore mit dem Kopf erzielt, ein paar Abstauber erzielt. Aber das sind eben die Bereiche, in die er hineinstechen muss und er ist einer der besten Spieler auf dem Platz. Er muss das Spiel mehr beeinflussen, das macht er schon sehr gut und wenn er jetzt diese Zahlen hinlegt, die er schon hat, dann ist er mit seiner Qualität auf alle Fälle einer, der sich vor niemandem verstecken muss. Sie haben schon über ein paar taktische Themen gesprochen. Wenn man jetzt die letzte Saison mit dieser Saison vergleicht mit dem neuen Trainer und Sie müssten... Kann der jetzt nichts Schlechtes sagen, Alter. Tuchel ist ja jetzt ein Nationaltrainer. Ja, das ist ein bisschen unfair. Was soll der Harry da jetzt sagen? Du? Eine Sache als Unterschied nennen. Was ist der größte Unterschied im Vergleich dieser beiden Spielzeiten? Ja, ich würde sagen, wir üben mehr Druck aus. Letztes Jahr mit Thomas haben wir mehr so im Mittelfeld gepresst. Und jetzt mit Kompanie versuchen wir schon ganz vorne Mann gegen Mann zu pressen. Das ist vielleicht der größte Unterschied. Sowohl mit dem Ball als auch ohne Ball versuchen wir den Ballbesitz zu behalten, versuchen die Außen auch außen zu lassen, über die Nummer 10 zu gehen. Jeder Trainer hat da seinen eigenen Einfluss und gerade diese zweiten Bälle und gerade das Wiedererlangen des Balls, das sind sehr wichtige Faktoren für uns, wenn sich Mannschaften mal aus dem 1 gegen 1 herausspielen. Wir schauen auf sehr viele Clips, wenn es darum geht, aus dieser tiefen Verteidigung wieder den Platz eng zu machen und das fällt den Gegnern immer sehr schwer. Und morgen wird das natürlich ein bisschen anders. PSG ist sehr gut mit dem Ball und ihre 3 Mittelfeldspieler vor allem werden immer versuchen, dicht beisammen zu bleiben, verbunden zu bleiben. Wir müssen also unseren Druck gut dosieren und dürfen nicht übertreiben. Hi, Harry. Would you say this now is... Dafür, dass Sie gerade vor 10 Minuten schon keine Fragen mehr hatten, geben Sie jetzt aber Gas, ne? Würden Sie sagen, das ist jetzt der beste Moment Ihrer Karriere hier bei Bayern München? Sie haben sehr viele Hattricks schon erzielt und sehen gut aus auf dem Platz. Ja, ich würde schon sagen, das ist so gut, wie ich mich jetzt fühle. Das ist schon lange her und meine Zahlen sind die besten meiner Karriere. Also ich fühle mich sehr gut in diesem Moment und als erfahrener Spieler lernt man sehr viel über das Spiel auf dem höchsten Niveau. Man lernt von verschiedenen Phasen im Spiel, auch körperlich, wo man sich da so befindet, wie man das Spiel am besten beeinflussen kann. Und ja, gerade als Torjäger ist es schon so in dieser Saison, das ist ähnlich wie letzte Saison. Seit ich bei Bayern bin, sind meine Zahlen nach oben gegangen und ich hoffe, das geht so weiter mit den Spielen. Maschine, absolute Maschine. Ja? Und nicht nur die Zahlen der Tore, sondern auch die Zahlen der Vorlagen. Und wenn es da noch, gibt es mit sicher auch eine Statistik von defensiven Verhalten, also da wird er auch weit vorne sein als Stürmer. Ja? Da gibt es wenige Stürmer, die so mit nach hinten arbeiten, wie er das tut. Also. Spielern, die um mich rumspielen, dem Selbstvertrauen, das ich habe, um Torchancen auch zu verwerten, glaube ich schon, dass wir den Standard so hoch halten können und vielleicht sogar noch ein bisschen erhöhen können. Harry, es scheint so, als hätten viele Menschen in England den Fokus nicht auf die Bundesliga gerichtet. Was würden Sie Ihnen über die Qualität der Bundesliga sagen wollen? Ja, ich glaube, die wird immer besser. Wenn man auf die Mannschaften guckt, die in Europa spielen, da haben sich die Deutschen letztes Jahr sehr gut geschlagen. Ich glaube, die Top 7 der Bundesliga sind jetzt in Europa mit diesem extra Platz, den wir bekommen haben. Also da sind viele sehr gute Mannschaften dabei und von den Top-Mannschaften der Bundesliga, die versuchen, einen guten Stil zu spielen mit Ballbesitz, aktiv. Das ist
Muss man auch mal sagen, ne? Wir haben auch oft genug kritisiert, wie schwach die Deutschen teilweise waren international. Letztes Jahr war das schon sehr, sehr erfolgreich mit Dortmund und uns in der Champions League und Leverkusen. Also das war schon echt stark. Dann immer ein bisschen anders. Die Premier League, die spanische Liga, die sind alle etwas anders, haben andere Stile, andere Trainer und ich bin sehr beeindruckt, denn das Interesse an der Bundesliga wächst in Großbritannien, seit ich hier bin, aber das muss jeder selbst sehen und jeder für sich selbst entscheiden, aber ich bin sehr beeindruckt. Okay. That's it. Okay. Thanks, Harry. See you tomorrow. Thank you. Vielen Dank. Thanks, Harry. Thank you very much. Ja, Leute, super sympathisch, genau, abonniert nochmal. Super sympathisch, Harry Kane, einfach eine absolute Maschine. Ja. Ist jeden Cent wert, der da ausgegeben wurde. Und ja, ich weiß, ich kenne die kritischen Stimmen. Die gab es schon früher bei Levi immer mit dem, oh, in den Topspielen, da trifft er nicht, bla, Sülz, ja. Leute, jeder, der sich ein bisschen damit auseinandersetzt, ich muss das jetzt hier nicht auseinanderklamüsern, ja, warum, wieso, weshalb das vielleicht manchmal so ist. Und am Ende ist es, wie Harry Kane sagt, am Ende zählt, dass wir die Spiele gewinnen. Ja, egal, ob er ein Tor schießt oder nicht. Das ist das Ziel. Und ich freue mich aufs Spiel. Erstmal danke an Harry und danke an euch für die Aufmerksamkeit. Und in diesem Sinne, Leute, haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.